Krieg bleibt immer gleich. Und somit grüß dich zurück. Wir sind nun auf dem Weg in Richtung Third Rail. Ich habe eigentlich gesagt, ich hole die dort an, aber ich habe es jetzt halt einmal nicht gemacht. Wir reisen nach Good Neighbor, laufen ins Third Rail und werden einmal schauen, was hier gespielt wird. Wir wissen es natürlich, ich tue nur so, als ob ich es nicht wissen würde. Ja, genau. Ah ja, wir könnten ja die Magnolia auch mal verführen. Das sollen wir auch noch machen. Netter Pip-Boy, Schwester. Ja, danke, Pass gut Bruder. auf den auf. Na sicher, pass auf den aufhörst. Ich schmeiße die Unruhestifter raus. Das solltest du im Kopf behalten. Jawohl, behalte ich mir im Kopf fest. Halt deine Waffe besser griffbereit. Nur ein gut gemeinter Charlie, Mein Klient war sehr zufrieden, wie du das Rattenproblem beseitigt hast. Wenn du was haben willst, dann lass mal hören. kennst du Imogene Cabot? Den Namen kenne ich. Ist sie nicht ein wenig verrückt? Hab sie länger nicht mehr gesehen. Sprich mit Magnolia. Sie hat viele Freunde. Vielleicht weiß sie mehr über das vermisste Vögelchen. Magnolia, dieses Mädchen will mit dir reden. Entschuldigung, Miss. Was ist los, du süßes Ding? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen. Das Lied war wunderbar. Ich bin begeistert. Oh, danke. Ich versuche mein Bestes. Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte, sag nichts. Ich will es erraten. Du hast das arrogante Lächeln eines Spielers. Das verstehe ich gut. Das Glück ist vermutlich mein zweitliebster Liebhaber. Also, was führt eine Frau wie dich in meine Ecke der Stadt? Ich bin wegen der Musik hier. Schmeichler. Ich glaube, wir beide werden uns blendend verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Also, was kann ich für dich tun? Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Oh, wirklich? Red ruhig weiter. Du, ich, ein Spaziergang unter den Straßenlaternen. Und was dann? Musik. Ich wusste, dass du was Besonderes bist. Ich hole schnell meinen Mantel. Verschwinden wir von hier. Ich hole schnell meinen Mantel. Ich war schon viel zu lange nicht mehr in der Stadt unterwegs. Danke. Aber ich fürchte, die Bühne wird immer meine größte Liebe sein. Ich hoffe, das verstehst du. Ich kann mich einfach nicht zu sehr binden. Wir sehen uns bestimmt mal in Good Neighbor. Wenn ich da oben stehe und singe, werde ich an dich denken. Hey, Magnolia. Ich muss zurück. Tut mir leid. Ich muss los. Mach's gut. Ja, jetzt hatten wir sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt müssen wir aber nochmal zurück, um mit ihr zu sprechen. Über das, was wir eigentlich reden wollten, gell? Gut, jetzt haben wir das auch gemacht, jetzt haben wir das auch gesehen. Nichts ist passiert und der Rest ergibt sich darum, was wir sind. Ja, leck mich. Wieso? Jetzt schauen wir mal ins Third Rail. Vielleicht kommt es ja noch, aber ja. Es gibt Gerüchte über Vault 81. Irgendein Problem, in das du geraten bist? Quarantäne oder so? Mann, du kommst echt viel rum. Ja, das ist halt mein Attitüd. Hui! Warte. Verstehe ich das richtig? Da war ein altes chinesisches U-Boot im Hafen? Haha, Mann, Sachen gibt's. Ja, da staunst du, wa? Was spricht sich herum?
Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Danke, Meister. Bist du deppert? Die Bar ist so abgefuckt Lass und dich nicht abgenudelt. unterkriegen, Schwester. Magnolia. Du wieder. Ist wohl mein Glückstag. Was gibt es? Kennst du Imogen Cabot? Imogen. Natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Sie wird vermisst und ihre Familie macht sich Sorgen. Wie gut, dass einer nach ihr sucht. Sie ist jemand, auf den man aufpassen muss. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen, die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogen fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend, intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Herm, kannst du bitte mal kurz kommen? Der Schinken. Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Diese Lady hier sucht nur nach Imogen. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Bruder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Imogen immer dranhing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Und dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogen geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Ja, Bussi aufs Baucherl, das Arschel wackelt. Ich auf Wiederschau mich, genau. So, dann schnappen wir uns mal diesen Prediger und werden ihm mal selber eine Predigt halten. Ich hoffe, wir haben genug Charisma dafür. Ha, ha, ha. Ich weiß gar nicht, wo liegt denn eigentlich das Charisma? Der Charisma-Wert für die Magnolia, ich glaube bei 8 oder 9. Es stimmt, oder? Du hast Hancock abgezockt? Willst du irgendwie sterben oder so? Ja, warum nicht, gell? Wir spazieren. Ja, von da weg. Level 103. Ich bin noch nie so übergelevelt ins Institut gegangen. Naja, warum auch nicht? Ich hoffe halt nur, dass wir die Curie bald soweit haben. Weil jetzt ist nämlich eine Zeit, beziehungsweise so eine Phase, wo ich so viel Fallout 4 aufnehme, dass ich ja eine längere Zeit drüber komme. Ah, da ist das, genau. Kurzen Augenblick. Ich glaube, das sollte man schaffen, oder? Weil was anderes mit Charisma habe ich leider nicht mehr dabei. Warte mal. Hey, du... Ja, halt die Pappen und gib her. Hä? Okay. Curry Brauchst kann etwas, nicht mehr oder? tragen. Scheiße, hab das wohl komplett vergessen. Naja. Was? Willst du was über unsere Bewegung erfahren? Ah, da. Hey, Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? I'm looking for Imogen Cabot. Tut mir leid, aber Imogen ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. ihre Familie macht sich Sorgen. Sag ihnen, dass es ihr gut geht.
Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Ich bin ein Freund der Familie. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Bitte, wir wollen doch einfach nur reden. Also, wir hatten eine kleine, Meinungsverschiedenheit über ihren Beitritt zur Bewegung. Sie wurde gewalttätig. Also habe ich sie eingesperrt, bis ich weiß, was ich mit ihr machen soll. Wenn du sie wirklich mitnehmen willst, schließe ich die Tür auf und sie gehört ganz dir. Ich muss dich warnen. Sie ist stärker, als sie aussieht. Wir mussten Bruder alle mit Thomas kann anpacken, dir um sie sagen, dort wie du einzusperren. dich unserer Bewegung anschließt. Nö, danke. Ihr wolltet Action, jetzt habt ihr wieder mal die Bruderschaft abstürzen gesehen. Sie gehört dir, Nächster. Ich weiß zwar, dass du es vor der Tür da hast, aber ist mir auch wurscht. Du bist sicher Emma-Jean. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Du bist Jacks Schwester? Ich hätte mit jemand Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist. Ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Mit 32 habe ich angefangen, es zu nehmen. Also sehe ich so aus. Du wirst nach meiner Behandlung schon sehen. Ich war eine der Schönheiten der Bostoner Gesellschaft, als es noch eine gab. Only one while left. Was passiert, wenn du kein Serum bekommst? Oh, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich war schon viel länger ohne Behandlung und das hatte bisher keine bleibende Wirkung. Aber es ist nur eine Ampulle vom Serum übrig. Die Raider haben sich den Rest geholt. Ich muss schnell nach Hause, bevor Mutter Jack davon überzeugt, dass sie alles braucht. Lächerlich, dass er in seinem Alter so ein Muttersöhnchen ist. Ich bin von Thomas so enttäuscht. Zuerst war er echt interessant. Aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Brauchst du noch was, bevor wir gehen? Nein, ich hatte nichts Wertvolles dabei. Oh, und ich komme nicht mit. Du kannst meiner Mutter sagen, dass ich bald nachkomme, aber zuerst brauche ich einen Drink. Ja, genau. Und das nächste haben wir gelöst. So sauber. Was? Curie. Ja, lassen wir es. Auch sie wird schon langsam bekloppt. Bekloppt, bekloppt. Bekloppt. Ich glaube, ich werde bekloppt. Bekloppt, bekloppt. Na gut, jetzt hören wir mit den alten Hodern auf. Bevor man da so einen Lungenharing aushaut. Also die Ladezeiten sind ja extrem. Naja, egal. Haben wir mehr Zeit zum Bilderschauen. Malen nach Zahlen. Cabot House 1711. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Und wo wirst du die Aliens finden? Hier. Kannst du mich jetzt hören? Edward? Verdammt. Das Signal ist seltsam schwach. Oh Edward, mein Gott. wechsle Jetzt zum passiert Hartley-Modulator. Hast du verstanden? Ist das besser? Haha, es funktioniert. Edward, was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Raider gesehen, die... Um Himmels Willen, Sammy, die Tür. Dann... Entschuldigung, hier ist gerade einiges los.
Hör zu. Wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber. Hallo? Edward? Bitte melden. Edward! Die Verbindung ist weg. Ganz weg. Was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege. Gerade brauche ich nichts. Vielen Dank. Was ist los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie werden von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Ich habe Imogen gefunden. Es geht ihr gut. Oh, ja, gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest eine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren. Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos sein? Ich frage mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Was genau bewirkt das Serum? Du solltest mehr erfahren. Der Hauptvorteil des Serums ist, das Altern aufzuhalten. Meine Familie und ich sind über 400 Jahre alt. Aber es hat auch andere Nebenwirkungen, besonders unverdünnt, so wie es die Raider gestohlen haben. Es erhöht die Stärke und Widerstandskraft gegen körperlichen Schaden. Dann sind zumindest einige der Raider viel gefährlicher als diejenigen, mit denen ihr es sonst zu tun habt. Woher habt ihr das Serum? Mein Vater, Lorenzo Cabot, ist in Parsons eingesperrt. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein Artefakt bei einer archäologischen Ausgrabung in Arabien gefunden hatte. Er verfügte über verschiedene scheinbar paranormale Kräfte, wurde aber auch irrational und gewalttätig. Am Ende musste ich ihn einsperren. Zu seiner eigenen und zu unserer Sicherheit. Jack, bist du sicher, dass sie das alles erfahren sollte? Bei meinem Versuch, ihn zu heilen, habe ich entdeckt, dass das Artefakt Anomalien in seinem Blut hinterlassen hatte. Die Quelle seines Wahnsinns ist auch die Grundlage für die Behandlung, die unser Leben verlängert hat. Die Ironie des Schicksals. Aber wenn er aus Parsons flieht, würde ich meinen Vater für immer verlieren. Das lasse ich nicht zu. Ganz zu schweigen davon, dass er durch das Artefakt paranoid und sehr gefährlich ist und über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Welche Fähigkeiten hat er denn? Größere Stärke, außergewöhnliche Widerstandskraft gegen fast alle körperlichen Schäden. Oh, und eine Art lokale Telekinese, die vom Artefakt scheinbar selbst projiziert wird. Deshalb habe ich ein Dämpfungsfeld in seine Zelle eingebaut. Wir müssen die Eindringlinge aufhalten, bevor sie es ausschalten. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Warum ist das so wichtig? Wenn die Eindringlinge an Edwards Männern vorbeigekommen sind, haben sie vielleicht Lorenzo befreit. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man mit ihm umgeht. Ist das deutlich genug? Verstehe. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Jack, sei vorsichtig und tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausbricht. Lass es nicht dazu kommen. Bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Imogen endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Oh, was willst du? Ich will gar nichts. Wir rauschen nochmal kurz ab in Richtung Heimchen, räumen kurz aus, weil wir werden jetzt viel mitnehmen. Genau, so machen wir's. Und nötigenfalls werden wir uns jetzt eine Powerrüstung anziehen. Ich habe da auch eine Idee. Das hätte ich uns schon früher machen. Naja, auf mich ist ja auch kein Verlass mehr. Wir reisen wir dann gleich zur Parson, gell?
Daher, wir reisen dahin gleich weiter, weil die Geschichte soweit kennen wir schon, gell? Und ja, schon wissen. So. Shit! Ich hab was vergessen. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Ich habe da eine Idee. So. Hey, kann ich... Du gibst mir bitte. Also, was, das riecht mir rar her. Perfekt. Ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, kannst du, indem du mir zeigst, wo es hier rausgeht. So. Bist du deppert? Jetzt überlege ich noch gerade, was für ein ist denn das? Das ist Day. Warte mal kurz. Wir werden Day anziehen. Achso. Ich frage mich, was du jetzt gemacht hast. Ich habe nichts gemacht. Das ist ja das Problem. Wir werden uns dann noch ein paar Tees mitnehmen. Zwecks EP, du hast es eh gesehen. Mal kochen. Da können wir sicher was machen. Gemüsestärke. Oh, wir können wieder Superkleber herstellen. Ach, ist das schön. So. Ja, ich baue mich eh. Ich weiß, das ist lästig, wenn man da mal umscheißt. Ich weiß. Charisma brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht, gell? Na. Ansonsten ziehen wir einfach die Powerrüstung aus. So, wie du siehst, wir haben ja... Das möchte man herrichten. Standhaft Lasergewehr. Da hat aber da einer. Und wir haben ja da diese kleine Pistole gehabt. Das Problem an der kleinen Pistole ist aber, dass wir darauf nicht geskillt sind. Warte mal. Ja, also müssen wir da auch was tun. So, Blätterkanone, das passt alles. Dann, warte mal kurz. Dann können wir da ein bisschen Ammuni rein tun, was wir nicht unbedingt brauchen. Also nein, das ist unser Muni, genau. Haben wir 10 mm auch da drinnen? Nein. Aber die 2 mm haben wir drinnen. Die 5 mm haben wir da drinnen, was ich mir entsinne. Fusionszellen. Schrotpatronen. Da haben wir da einer. Die Raketen, da haben wir da einer. Die 50er. Und die Fusionszellen für die Curie später. Nein. Warte mal, haben wir 10 mm da überhaupt herinnen? Nö, das ist in der anderen. Das ist da herinnen. Genau. Meine Muni. Plopp. Das ist ja die Verkaufskisten eigentlich. Brennstoff. Plasma, Gamma. Okay, das wird verkauft, das,
Das. Den brauchen wir eigentlich nicht. Weg. Passt. Dann, wo haben wir die Fressenstruhe? Weiß ich gar nicht. Stimpaks. Ich weiß, dass da irgendwo was ist mit Essen, aber wow. Ja, dann können wir dabei in Richtung... Wir müssen nicht zur Burg reisen und die Powerrüstung schnell herrichten. $400. Boah, das ist aber sehr wenig. Ja, ab zur Burg. Das müssen wir jetzt schnell machen. Die Powerrüstung, da war auf Stärke ummünzen, damit wir mehr tragen können. Mir wäre die Ada lieber. Kannst du mir glauben. Aber es nutzt mir nichts. Ich möchte jetzt schon ein bisschen mit den Sachen jetzt ein bisschen herumspülen. Mit den Begleiter fertig machen. Ich habe mir da was an eine Linie überlegt und so möchte ich weitermachen. Und wir haben noch einiges zu tun, das kannst du mir glauben. Futter. Das Wasser, da haben wir da einer. Weiter. Donut-Mix, das müssen wir auch noch. Ja, so wurscht, wir werden das einfach einmal da rein tun, alles was wir. Shit. Dann haben wir da irgendwo Mods, genau. Mods. Dann Camps, das muss ich auch noch umrahmen, scheiße. Also zu tun haben wir genug. Weißt du was? Was haben wir denn da herinnen? Ah, ein paar Sachen, die wir verkaufen können eigentlich. Ansonsten rauschen wir schnell in Richtung dort hinüber. Ah, da habe ich die eine Powerrüstung noch stehen. Schluss jetzt mit der Plackerei. Ich will nur noch zum nächsten Wasserloch. Wieso Wasserloch? Schau da drüben. Ach, Kate, du bist ja so ein Muli, du. Herstellung. Ja, alles was die Moral erhöht, wird hergestellt. Da kenne ich nix. Du weißt ja, wie hakelig Siedler sind. Herstellung. Ich brauche... Immer, Kate. Immer. Merkt ihr das? Passt. 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 Sehr gut. Passt, da haben wir alles parat und Paletti Spaghetti. Was brauchen wir eigentlich nur mehr? Genau. MK3, das ist viel zu wenig. Danke, Cozy. Machen wir zuerst, der ist fertig. So, die Schadens- und Dingsresistenz und den Rest machen wir im Anschluss. Na. Eigentlich hätte ich das können vorher machen, gell? Sehr gut. So.
Jetzt da. Vom Helm weg abwärts. Wir benötigen irgendwas mit Stärke. Militär. Ja, dann müssen wir jetzt mal Militär machen, es hilft nichts. Wir brauchen Stärke. Militär. Militär. Dann wieder Militär. Genau. Also nichts Militär. Militär. Wo uns da kleinig sind. So. So. Abbrechen. Beim Torso braucht man optimierter Kern, bla bla, Notfallprotokolle, erhöht Stärke. Na, Jetpack brauchen wir es eigentlich, glaube ich nicht. Aber ich will die Stärke erhöhen. Warum? Weil wir es uns leisten können. Schau, was wir haben. Erhöht die Wahrnehmung, bei Verwendung erhöht die Intelligenz. Unser Mädel braucht es, ohne Extras. Erhöht die Tragekapazität. Schön. Naja, das macht eh nicht viel aus. Linkes Bein. Was haben wir da gehabt? Das haben wir gehabt. Ja, ich hätte gesagt, wir verbleiben dabei so. Aber nur was können wir da machen? Waffenlose Angriffe verursachen zusätzlichen Blutungsschaden, erhöht den waffenlosen Schaden, verringert die Aktionskostenpunkte für starke Angriffe. Machen wir das. Gänsehaut war das Lied her. Sehr geil. Falls Perfekt. ich einmal Reparaturen nötig haben sollte, scheinst du die nötigen Fähigkeiten zu haben. Wow. Kurzen Blick. Mir ist gerade was eingefallen. Warte mal, ich habe da kein Chemielabor, gell? Die Menschheit ist seit den Bomben tief gefallen. Curie. Das war lang nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Curie, da gebe ich dir sogar recht. Wenn wir hier raus sind, bleibe ich eine Woche lang im Bad. Tja, Piper, da ist es aber nicht mein Problem. Aber was wird die jetzt da? Das wird die herrichten. So. Dirndl, jetzt musst du dir mal umziehen. Das geht aber eh schnell, ohne dass man dich sieht. So. Perfekt. 13.
Und unsere Tragefähigkeit ist jetzt auf 510 zurückgefallen. Scheiße. Okay, 520 kann ich gerade noch verkraften. So da. ...532 mit Powerrüstung. Ah, das ist nicht schlecht. Das gefällt mir. Gut. Weißt du was? Machen wir so. In der nächsten Aufnahme machen wir dann das Finale zu dieser schönen Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Baba.